noch wach? Ich möchte dir heute etwas erzählen. Und zwar, was wir machen morgen am Abend in unserem Live für Swiss German Online, in unserer Live-Lektion. Im zweiten Dialog, morgen geht es um Sushi. Hast du gern Sushi? Also, wenn ich Sushi esse, dann gehe ich immer aus. Entweder gehe ich aus in ein Restaurant oder ich lasse mir etwas kommen. Aber ich tue eigentlich nicht selber Sushi kochen. Wie ist es bei dir? Kannst du selber Sushi machen? Machst du das gern? Ich habe eigentlich sehr gern Sushi, aber eigentlich bestelle ich eher ein Sushi mit gekochtem Fisch, nicht unbedingt mit rohem Fisch. Wie hast es du? Morgen am Abend, am 8. Uhr, haben wir einen Livestream. Wir reden über das Ausgehen und wohin das wir gehen. Hallo Marco. Hallo, wie geht's? Hast du gern Sushi? Und hast du das schon einmal selber gemacht? Vielleicht sogar. Ja, morgen am Abend am 8. Uhr haben wir unseren Livestream. Wir haben einen Dialog parat für euch zum Schweizerdeutsch lernen. Wir reden darüber, wie das ist, wenn man so in den Ausgang geht. Das ist geiles Essen, sagst du. Du hast Sushi sehr gern. Also dann kannst du morgen ein bisschen den anderen erzählen, auch im Zoom-Treffen nach dem Live, welches deine Lieblings-Sushi-Sachen sind oder wie man das sogar macht, wenn du das selber machst. Und wir reden auch über andere Sachen, die wir im Ausgang machen können, essen oder trinken. Manchmal gehen wir auch in den Ausgang und wir wollen nur etwas so trinken. Oder du siehst, wenn du auf die Homepage gehst, kannst du schon heute den Dialog sehen und kannst dich einschreiben. Oder du musst dich zuerst einschreiben und kannst nachher den Dialog sehen. Und das testen, einen Monat lang mit uns testen. 2. Marco, du schaust schon seit 2 Jahren unseren Channel. Das ist unglaublich. Du bist ein treuer Begleiter von uns. Ich hoffe, du kannst viel lernen mit uns. Und wenn du kommst ins Treffen, dann nachher können wir auch zusammen reden. Dann treffen wir uns im Zoom-Treffen. Marco, du sagst, dass du hast ein bisschen gelernt und dass du besser kannst reden. Das stimmt, weil eigentlich Schweizerdeutsch schreiben ist nicht so häufig, weil eigentlich, wenn wir Deutsch schreiben, schreiben wir Hochdeutsch und wir reden vor allem Schweizerdeutsch. Also es ist nicht so wichtig, dass du Schweizerdeutsch kannst schreiben und vor allem kannst du es so schreiben, wie du das Gefühl hast, wie man es hört, weil es gibt nicht unbedingt so eine richtige Rechtschreibung, die heisst, nur so kannst du es auf Schweizerdeutsch schreiben und etwas anderes ist falsch. Jackson, du fragst, wie lange es dauert, Schweizerdeutsch zu lernen. Es kommt ganz darauf ab, was möchtest du sagen auf Schweizerdeutsch? Möchtest du grosse philosophische Diskussionen haben oder möchtest du einfach posten oder mit Freunden abmachen oder so? Das sind ganz verschiedene Sachen, aber es ist gut, wenn man immer ein bisschen lernt. Ich glaube, man kann immer noch dazulernen. Wenn du mit uns in VIP-Kurs kommst und dann das Gefühl hast, langsam, jetzt kann ich alles, ich weiß alles, das ist zu einfach für mich, dann haben wir noch die Option, dass du in eine Konversationsgruppe kannst gehen und dann mit anderen noch weiter deine Sprache schleifen und einen neuen Wortschatz lernen und so. Also ich glaube, Sprache hat man nie fertig gelernt, aber ich weiß, als ich zum Beispiel Polnisch gelernt habe, ich das Gefühl gehabt, dass ich nach einem Jahr lang
Lehren und da leben, habe ich das Gefühl gehabt, ich kann es langsam. Ich kann mich ausdrücken und sagen, was ich will. Aber natürlich muss man immer noch länger lernen. Schweizerdeutsch kann ich halt, ist meine Muttersprache, also die lehre ich schon ganz lange, die Sprache. Aber man hat nie ausgelernt, in Schweizerdeutsch gibt es ganz viele verschiedene Dialekte und man trifft immer wieder neue Ausdrücke oder ja, kann mit anderen diskutieren oder lernt, woher etwas kommt oder so. Ähm, Schweizerdeutsch reden ist das Wichtigste, also Marco. Und das kannst du auch üben, wenn du mit uns nachher, nach dem Livestream, den wir haben wir eine halbe Stunde Zoom-Treffen, dann haben wir kleine Gruppen und dann kannst du mit anderen zusammen üben reden. Aussprache, genau, man tut manchmal SMS und so tut man häufig auch Schweizerdeutsch schreiben. Aber die Aussprache, die kann man auch üben. Es ist auch gut, wenn man zum Beispiel Papagei macht, Papagei spielt und versucht, wenn vielleicht nicht so viele andere Leute herum sind, daheim versucht, das laut zu sagen, was man hört, laut wiederholen oder so. Und dann geht es immer besser. Genau, Marco, Schweizerdeutsch hat auch Artikel. Bei uns sind sie viel kürzer als im Hochdeutschen, wobei im Dativ nicht unbedingt kürzer, aber und wir haben ein V weniger, also wir haben kein Genitiv, wir haben nur Nominativ und Akkusativ, was praktisch das Gleiche ist, und dann noch Dativ. Elevators from Europe. Du verstehst. Ah. If you want to learn Swiss German coming from English, we have all our dialogues translated into English. So even if you don't know anything, when you come to our course, you have the English translation, and slowly, slowly you can build up your vocabulary. Jackson, du sagst, Sprachen sind so ähnlich wie Deutsch und Spanisch. Also eben nicht so ähnlich. Deutsch und Spanisch ist nicht unbedingt so ähnlich. Aber Dialekte sind sehr ähnlich und wenn man einen Dialekt versteht, versteht man häufig auch schon sehr viel von einem anderen Dialekt. Und ich habe so eine Mischung zwischen Bern, Luzern und Freiburger Deutsch nicht, aber Zürichdeutsch. In Freiburg bin ich aufgewachsen und ich habe viel Freiburger Deutsch gehört, aber mein Dialekt ist so am ehesten Luzerndeutsch. Und wenn ihr mich versteht, dann nachher denke ich, und an unseren Kurs kommt, dann versteht ihr schon, sind ihr fähig, sehr viel zu verstehen vom Schweizerdeutsch, auch wenn jemand einen anderen Dialekt redet. Ah, genau. Elevators from Europe, du kannst schon Hochdeutsch. Das ist natürlich eine gute Hilfe, wenn man Schweizerdeutsch lernen will, weil viele Wörter sind sehr ähnlich und Grammatik ist auch sehr ähnlich. Es gibt Unterschiede, aber es hat mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Genau, Jackson. Du brauchst eine Schweizerin als Freundin und dann hörst du jeden Tag Schweizerdeutsch und du kannst mit ihr üben und reden. Oder einfach auch ein Freund oder Freunde, wo du dich regelmäßig mit ihnen triffst. Vielleicht kannst du in einen Verein gehen, wo es Schweizer hat oder irgendwo, wo du Schweizer triffst. Also, ja, genau. Also, schön, sind ihr da gewesen. Ich wünsche euch allen noch ganz einen guten Sonntagabend, gute Nacht, guten Start morgen in die neue Woche zum Arbeiten oder auch in Ferien, was auch immer.
Und schreibt euch ein auf swissgermanonline.com für einen VIP-Kurs. Dort in diesem VIP-Kurs können wir miteinander zusammen Fragen diskutieren, Fragen beantworten, Schweizerdeutsch lernen und eben morgen geht es um den Ausgang. Komm, wir gehen aus, ist der Titel und die Frage, wohin? Wohin gehen wir? Und schreib dich ein. Test unseren Kurs für einen Monat lang gratis und es würde mich freuen, euch zu treffen. Macht's gut. Tschüss zusammen. Und einen guten, wenn ihr das nächste Mal Sushi esst. Tschüss.